Jo, hallo! Also, das letzte Folge habe ich ziemlich abrupt beendet. Ich habe dann zwar gerade im Nachhinein noch eine Folge aufgenommen, aber das ist dann einfach nicht mehr los gewesen und ich habe gefunden, bringt es jetzt nicht, wenn ich euch das noch zeige und euch damit langweile. Den ersten Tag nach der Horde habe ich damit verbracht, aufzuräumen, Löcher zu stopfen, looten, Leichen wegmachen und all die Stacheln wieder aufsehen. Ich habe noch den halben Wald müssen fällen, damit ich wieder genug Holz habe. Das ist jetzt gerade noch der letzte Stachel an der Wand, den ich da weggehauen habe. Ja, also jetzt schauen wir uns das mal an. Verteidigungstechnisch Tag 44 geht das noch einen Moment. Also Stachel habe ich wieder nachgebaut, dann habe ich wieder genug Reserven. Hammer brauche ich glaube nicht mehr, die brauche ich im Moment auch gerade nicht mehr. Das hat jetzt wieder gut Eisen gegeben, dann haben wir da wieder 5000 Reserven. Tack, 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 tack. Alles immer als richtige Örtchen, damit ich es wieder finde. So, ja, Chaos gibt es mir nicht. Also, dann bin ich da jetzt wieder normal drauf. Jetzt, Wire Tool. Zack. Schau mal, also da Innenhof ist jetzt alles betoniert. Ich muss aber noch ein bisschen upgraden im äußeren Bereich. Und ich muss noch tonnenweise Stahl produzieren, um all die Spitzen auf Stahl zu bringen. Das läuft jetzt so parallel, das tun wir jetzt nicht speziell forcieren. Also, ich habe mir Gedanken gemacht über diese ganze Geschichte. Mit dem Wire-Tool sieht man immer, wie die Verkabelung ist. Also, so ist Strom. Ich schaue vielleicht auf eine Seite, wo es keine Spikes mehr hat. Die lasse ich jetzt mal noch. Ich glaube eh nur die Seite dort. Also, so sieht das ja irgendwann mal aus. Wenn ich jetzt als Zombie da Säckel komme über die Stachel, dann verliere ich beide Krüche und dann ist mir noch so halb auf dem Stachel drauf und dann lange jetzt vermutlich genau, dass der Kerl unter dem Stromkabel liegt. Denke ich einmal. Ich weiß es nicht. Ich denke, ich warte jetzt mal noch die nächste Horde-Nacht ab, ob es jetzt so funktioniert. Ist das Problem war, dass sie auf die Stacheln aufgekrochen sind. Das hat es definitiv gegeben, das haben wir das letzte Mal gesehen. Dann sind sie nämlich, wenn man da schaut, auf dem Stachel auch über dem Kabel. Das checken wir jetzt mal ab, weil da könnten wir die Umbauarbeiten noch schenken. Wenn es das immer noch nicht klappt und sie sind unter dem Kabel, dann muss ich da irgendwie noch so halbe Betonblöcke einarbeiten. Ich möchte keine ganze einarbeiten, weil mal schauen, ob wir gerade irgendwo der Bug sind. Da sind das Kabel noch korrekt. Das ist auch noch auf der richtigen Höhe. Das auch. Ich müsste eigentlich mal das Minibike reinstellen, zum schneller und rumsäckeln. Das auch. Sind im Moment alle gut. Das ist ja super. Ja, sieht so aus, wäre wirklich alle gut. Oder dann zum Teil passiert es auch, dass das Kabel plötzlich runtergeht und dann rutscht es wieder rauf. Ich glaube, das letzte Mal gesehen, dass es unten war. Ich habe nichts korrigiert, es ist jetzt von allein wieder hochgerutscht. Und dann kommt so irgendwie so ein unterer Block hier und dann geht es so durch. Und wenn ich jetzt da wirklich einen ganzen Block reinbaue, dann ist dann, wenn der Bug zuschlägt, dann habe ich wieder das Problem, das Kabel zu tief ist. Das ist echt blöd. Ich hoffe, das korrigiert es irgendwann mal. Naja, gut. Also, da hinten sieht man, ja, es ist sogar mehr als 3/4 vom Wald, den ich jetzt abgeholzt habe. Wald, den ich abgeholzt habe. Das ist nötig, sie sind ja so ziemlich viele Stachel kaputt gegangen. Das muss man auch mal noch überlegen. Ich habe mir überlegt, ob ich so Betonplatten reinbaue. Ich glaube, das ist gar nicht das Dümmste. Und zwar außen brauche ich jetzt natürlich irgendeinen Überhangschutz, so nicht das letzte Mal gesehen, dass die Spinnen so geklettert sind. Entsprechend brauche ich da irgendeinen Schutz gegen raus. Ich könnte das mit diesen Abgrundelementen mache ich wieder unten. Das sieht zwar, sieht man das da einigermaßen, relativ hübsch aus, aber es ist nicht mehr in der Ecke, sieht es wieder scheiße aus. Darum denke ich, es wäre wahrscheinlich einfacher, irgendetwas Viereckiges zu machen. Aber ich muss noch mal schnell schauen, was ich alles für Betonelemente überhaupt bauen kann, bevor ich das definitiv entscheide. Ja, da habe ich kräftig Schwarzpulver gemacht, damit ich irgendwann mit der Munition anfangen kann. Jetzt brauche ich viel Stahl, ich brauche nach wie vor Beton. Und ich denke,
ich nehme euch doch mal mit auf meine Daily Tour zu den Händlern. Handeln. Hey, heute habe ich es nicht so mit reden. Händler, handelt nicht so viel eigentlich. Aber ich glaube, es hat Tag 43, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, hat es Restock gegeben. Das heisst, es gibt neue Sachen, gehen wir schauen. Kohle haben wir nicht vieles ausgegeben, aber ich habe einiges zum Verkaufen. Ich habe jetzt zwei Händler. Zwei Händler. Beim einen baue ich oder produziere ich Stahl in der Schmiede und beim anderen mache ich die ganze Steingedöse für Zement. Die klappe ich eigentlich einmal am Tag ab, damit ich da wieder Material zurückhole und dann weiterbauen kann. Bauen ist nach wie vor, es ist schon Tag 44, aber es ist immer noch meine Hauptaktivität. Plündern, ja, gibt es immer noch nicht viel. Eigentlich ist es blöd, weil eigentlich sollte man eher frühzeitig im grossen Stil plündern. Weil je weiter das fortschreitet und da wir ja einen No-Die-Contest haben, kann man auch nicht sterben. Das heisst, weiter Fortschritt nie sterben und das Spiel tut sich immer mehr anpassen vom Schwierigkeitsgrad. Es wird immer schwieriger und schwieriger und schwieriger. Und das letzte Mal kann ich ihm so ein stinknormales halbzerfallenes Hütchen geplündert haben, dort hat es Polizistinnen gehabt. Das ist ja, macht überhaupt keinen Sinn. Das heisst, wenn jetzt da irgendwie so die grossen Häuser machen, wie so ein Cracker Book oder so, dann würdest du nicht vollgestopft sein mit für allem Gedöns. Also der erste Händler ist da hinten, den sieht man dort ganz weit entfernt. Ohne Töpfe, das natürlich, kannst du vergessen, das bist wahrscheinlich den ganzen Tag nur am Säckeln. Mit Töpfchen geht es gut. Darum chatten wir jetzt mal da hinten. Da hinten ist noch irgendwo der Ort, wo ich mit Töpfen fahren und schauen, wo man hinfährt. Wo ich alles aufgebuddelt habe, wegen dem Schatz. Und schaue, dass ich dort nicht ins Loch hier fahre. Jetzt wird es dann neblig, was ist denn Viertel vor 5 Uhr? Das sollte eigentlich noch locker lange. Zum beiden Händler abklappern. On the road again. 33 Grad, das wird wieder warm. Das ist auch so etwas, ich weiß nicht, irgendwie, klar gibt es noch so ein Zusatz Survival-Element des Spiels mit dem Temperaturmanagement. Auf der anderen Seite, was man jetzt eigentlich die ganze Zeit macht, ich habe ich nachher schnell gezeigt, von der Kleidung her relativ neutrale Kleidung, so dass ich plus minus 1 Grad bin und dann habe ich einen Mantel und Poncho und die tue ich einfach immer abwechseln und das lange. Also von der Herausforderung ist jetzt auch nicht gerade so. Es hat mir gerade so Extremorte wie Schnee oder Wüste. Wobei Wüste finde ich eigentlich noch okay. Schauen wir mal schnell. Also ich hätte jetzt ohne Mantel habe ich eine Gesamttemperatur von minus 2 Grad. Das kommt zusammengesetzt durch das Football-Ding minus 3. Hose ist dann wieder um plus 2 und der Rest ist alles neutral. Mit der Wäsche, ne? Ja. Ja, so ist eigentlich was ich jetzt einfach die ganze Zeit mache, ist Poncho an, Weste aus und so weiter und so fort. Also, gut. Jetzt schauen wir da mal, Händler, was hast du? Also, nächster Restock ist am Tag 46, müssen wir mal merken. Übrigens, Reinforced Steel Upgrade kann man nicht herstellen. Mit dem kann man das ganze Stahlgedöns nice aufrüsten. Mache ich jetzt aber nicht, mache ich dann vielleicht irgendwann mal, wenn es mir langweilig ist. Verkaufen, also Schrotflinten. Im Kaufen warte ich mal auch immer kurz, weil wenn es ein Level-Up gibt, dann steigen die Preise mit. Wie jetzt gerade, jetzt habe ich das 82. Vor allem am Anfang macht es noch relativ schnell, da ist eigentlich eins Verkaufszeiten gleich Level-Up. Ist jetzt nicht mehr so. Da muss ich schon recht viel verkaufen, bis es wieder etwas gibt. Extrem viel. Jetzt hat es wieder einen gegeben. Ich schaue mal schnell bei den Skills. Es gibt ja den Secret Stash, da ist er, den kann ich tatsächlich jetzt ab 80 jetzt schon vorher. Den kaufe ich auch, das ist jetzt auf Maximum, hat den Vorteil, dass ich jetzt da im Keimtrüeli komme in seine Premium-Items angeboten über. Also zum Beispiel Solarpanel-Anlagen, das gibt es erst, wenn man auf 3 ist. Aber von der Rüstung, ich gehe schnell rüber switchen. Oder jetzt habe ich zum Beispiel Solarzellen, die ich kaufen kann.
Ich könnte mir überlegen, die Battery Bank Schematik, die kann man auch noch kaufen, die kann man nicht looten. Ui, da hat er noch ein schönes AK. Ja, wie man sieht, man kommt wirklich viel tollere Sachen angeboten, über das lohnt sich schon. Halte sich jetzt mal in Grenzen. Auch von den Rüstungen, kauft euch die Rüstungen, ich finde es lohnt sich nicht wirklich, die zu machen. Für das einmal basteln und so und immer einen Skillpunkt drauf verteilt, die kann man da relativ preiswert beim Händler kaufen. Also, jetzt für mich wäre der interessant, ich schaue aber sonst noch schnell, was er noch so hat, weil 40'000 ist jetzt nicht gerade der Haufen. Oder er hat auch, ich meine, ganz einfache Lederbeinschiene, super Qualität für 1200 und 42, 35, 25 Schutz ist schon eine super Sache. Macht es echt, das lohnt sich wirklich. Läuft da der Horde rein durch? Oder nur ein einzelner? Egal. Da rein bin ich ja sicher. Ja, Raketenmunition brauche ich. Ich glaube, ich kaufe die, weil die herstellen ist obermühsam und aufwendig. Aber es ist halt auch teuer. Somit hat sich Messing nehme ich auch. Patronenhülse. Da kann ich Messing sparen. Ja. Oder eben Lederhändchen, oder? 580 Öken und das hat auch einen super Schutz. Also kaufe da Rüstungen wirklich beim Händler. Es sagt, man macht jetzt Multiplayer, wo mehrere mitspielt, da könnte es sich dann schon lohnen, wenn einer auf Rüstungsschmied macht und das Zeug für alle baut. Jo gut, also jetzt habe ich keine Kohle mehr. Das heisst, Gematics könnte ich nicht kaufen. Gut, ich könnte höchstens überlegen, wenn ich jetzt, sagen wir 20 Schmerzmittel, das gibt mir 1100. Nein, das lange auch nicht. Nein. Thank you, Survivor. Check back soon and get new merchandise daily. Ja, well, Daily stimmt gar nicht. All 3 Daily, du. Gut, also, das ist ja das, wo immer dann gemacht wird, wenn es einen Restock gibt. So, das ist mein Stahlschmieder. Da gehe ich einmal auf das Zeug auffüllen. Schauen, hat er noch genug Holz zum Durchburnen. Das ist da der Fall. So, dann ist er beschäftigt. Müsste eigentlich lange bis morgen. Somit ist der Händler abgeklappert. Ja. Dann geht es wieder zurück. Ja, das ist ein blöder Weg. Nein, geht schon. Zack, hallo. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man so über die Decke fährt, dass man nicht irgendeinen Monster-Jump macht. Bei so einem Kamm kann man auch im Wasser landen und Wasser ist tödlich fürs Töffli. Wenn man Glück hat, ist es nicht wahnsinnig tief und dann kann man es nochmal auseinandernehmen und so nochmal retten. Und wenn es dann tiefer ist, dann ist dann halt gut bei Töff. Dann ist auch noch ein Städtchen, da bin ich gar noch nicht einfach mal durchfahren zum Kartografieren, wir haben gar nicht gemacht. Aber eben, ich komme eh nicht zum Plündern. In 60 Minuten Tag. Okay, ich weiss, ich bin andauernd am Jammer über den, darum lasse ich es jetzt. Ich kenne ja meine Meinung zu dem Thema. Finde ich super. Meine Idee. Hupe übrigens, bin ich gefragt worden mit X. Das wichtigste Feature vom Spiel. Töffli-Hupe. Ja, okay. Haben wir es auch gehört? So, dann ist Händler Nummer 2. Es ist schon 7, der Tag geht schon am Ende zu, es ist zu kotzen. Ja, ich weiss. Hör mal auf, immer jammern über den Tag. Zoom. Ja, Sand ist glaube ich ein bisschen knebel. Muss mal schauen, ich habe da glaube ich noch Sand eingelagert, dass er den da vielleicht mitnimmt. Ja, so. Jetzt hat er wahrscheinlich irgendein super... Ich will jetzt gleich schnell schauen, ob er noch irgendetwas Cooles im Angebot hat. Aber die Kohle habe ich ja nicht. Everything's for sale, even to an idiot like you. Ja, das ist sehr liebenswürdig. Sehr netter Händler.
Ein Jagdmesser habe ich bis jetzt nicht gefunden, aber das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Nicht mit Machete unterwegs. Oh, schau mal, sehr viel Munition, das wäre cool. Ich glaube, das kaufe ich dann einfach noch ein, was ich so habe. Ansonsten da nichts. Der hat wirklich immer eine geile Rüstung gehabt. Da die Heavy Bandits sind eigentlich recht gut. Der hat sogar eine Solarbank. Cool. You're getting on my nerves, friend. Hey, was ist das für ein Kreis? Aber ich glaube, ich habe das Tor zugemacht. So sicher mache ich jetzt gleich mal zu. Also, Munition. Ja, Mini. Messing kann ich einfach nicht widerstehen. Ah, ich bin ja schon da gewesen, Klöli. Irgendwo ist ein Zombie da näher. Da hat jetzt sogar noch komplett Ausrüstung zum Töffel wählen. Krass. Und 3 Solarzahlen. Wahnsinn. Aber die sind echt teuer, oder? So ein super Premium für 24.000. Also, Akku hat er auch noch. Also ich sehe, es lohnt sich echt, den Händlerskill auf Maximum zu machen. Da kommt noch recht was über. Vorausgesetzt man jetzt das nötige Kleingeld, ich kaufe noch 20 Patronen und dann ist der fertig lustig. Now, beat it, fucker. Sag mal, wo ist denn der blöde Zombie? Da rein kann er nicht sein, oder? Da müsste wahrscheinlich gerade rein raus sein. Nein. Egal, also, da habe ich die Schmiede, die hat noch, ja, kommt da immer noch ein bisschen Holz drin. Stein ist noch am Durchbrettern, Zement hat eigentlich auch lange, ich auch gleich nochmal volle Pulle rein, nimm mal all Zement mit. Es lohnt sich nicht, dahin zu verarbeiten. Also, ich nehme die auch noch mit. Dann tue ich doch da noch den Stein auffüllen. Zack, 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 zack. Und tschüss. Und heimwärts. Ja, also, was haben wir jetzt gemacht? Ich habe Stahl geholt, ich habe Zement geholt. Dort ist der Zombie. Mag sein, dass sie da umeinander gestöhnt hat. Oder die da. Ist ja egal. So, heimwärts. Irgendwo da, genau. Tschüss. Also es geht recht auf Grafikkarten. Merkt es gerade immer, in der Durchfahrt ist der Fenty voll am Durchpushen unten. Dabei eigentlich so leistungsschwach ist die Kiste gar nicht, aber gut, die ist jetzt auch... Ja, die ist jetzt auch schon wieder 3 Jahre, das ist krass. He? Ich glaube vor 3 Jahren habe ich den gekauft. Dort war es ziemlich High-End-Kiste zum Gaming und wahrscheinlich nach 3 Jahren ist es schon wieder Schrott. Aber so läuft das in der Informatik. On the road again. Ja, und der Tag ist wieder vorbei. Echt. Also ich bekomme auch heute wieder nicht zum Plündern. Eigentlich besteht mein Spiel bei diesem Tagesablauf zu 99% aus Ressourcen sammeln und Basis bauen. Darum habe ich eigentlich einen recht einfach, billigen, schlechten, wie auch immer, Zombie-Count. Mal schnell schauen. 447 Zombies habe ich per Tag, 44 Kills, das ist echt nicht viel. Aber das wichtige Element ist so unsere Zeit. Ich glaube, es ist gesagt, pro 10 Zombies gibt es irgendwie einen Punkt. Wenn man bedenkt, dass ich glaube 1 Minute ein Punkt ist, dann ist nicht drin. Ja, dann gehen wir da wieder rein. Sesam, öffne dich oder schließe dich, je nachdem. Zack. Also im Äußeren mache ich jetzt im Moment nichts. Da würde ich zuerst mal schauen, wie sich der entwickelt tut auf in der ersten Blutmondnacht. So. Dann muss ich das Zeug einschmelzen, das ich da geholt habe. Dann an der Händlertruhe, die könnte man plündern, ein bisschen gibt es
Dann haben wir wieder 11 Schuss, das ist gut. Oh, den müsste ich unbedingt reparieren sehen, der ist nicht mehr so fit. Da brauche ich sicher Reparaturkits. Zack, 3. Müssen wir Reparaturkits herstellen. So. Drohnenhülse. Genau, das schaue ich jetzt noch ganz schnell an. Dann Betonmisch. Ah, das hätte ich jetzt schon am anderen Ort im Auftrag. Ja. Muss man mischen, wenn ich das nächste Mal dort fahre, dass ich dort wieder mal eine Betonmischung in Auftrag gebe, weil zwischendurch mag er einfach nicht mehr anlehnen. So, mit denen gehen wir nachher upgraden, die tun nicht weiter verarbeiten und ich muss mir unbedingt dann echt das Splitter Crucible zum ersten Mal mitnehmen. Ich schmeiße mal da hier, vielleicht sehe ich es dann. Okay, Schusspulver. Gut, jetzt. Was soll ich machen? Reparaturkits. Geschmiedetes Eisenölstoffkleb. Ölstoffkleb. Geschmiedetes Eisen. Reparaturkit. Könnte ich 47 machen, so viel brauche ich nochmal. 27, das lassen wir locker. Sehr schön. So, gibt sogar noch ein Platz da. Zack. Muss ich auch wieder mal machen, geschmiedetes Eisen. Ja, Moment, langsam. Ja, der Tag ist wieder vorbei. Also, dann ist der da gerade ein bisschen beschäftigt. Medikits, das lange locker. Dann tun wir da wieder mal ein bisschen futtern. Ja. Und als nächstes gehe ich jetzt runter, im Innenhof noch ein bisschen upgraden. Soweit ich mag. Da wird natürlich der Stall wieder das Problem sein. Und sobald ich alles verbraucht habe und aufgewertet habe, ich aufwerten kann, geht es wieder in den Stollen. Was brauche ich? Sand. Und das gibt ja gerade noch Stein. Passt. Gut. That's it. Das war mal so eine Episode zwischendurch. Hoffe, es hat etwas gebracht, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.